Als nächstes hat er über den Urmensch von Heidelberg geschrieben. Homo heidelbergensis. Gelehrte Leute sind oftmals Narren und haben fast alle Gartensparren. Ganz wurscht, was für ein Fach sie haben, jeder spinnt so gut er kann. Letzt aber habe ich was gehört, das war meinetwegen recht gelehrt, doch ganz verrückt und überzwerg. Da hat ein Mann bei Heidelberg in so einer alten Kiesgrube glaub, ein Menschenkinnlab ausgegraben. So etwas kommt doch alle Jahre in ganz Europa oftmals vor und es kümmert sich kein Teufel drum. Da aber ist es anders gekommen. Mit dicke Brille auf der Nase und unterm Arme Metermaß mit Reißzeug, Lup und Mikroskop sind die Professoren angeschoben und fangen an, als wie Meschuge mit Zirgle, Messer und mit Gucke und schrumpeln so gelehrt die Stann. Zum Schluss sagt einer: Meine Herren, die Messung zeigt zur Evidenz die Gattung Homo sapiens. Und zwar höchst primitiv beschaffen, ein Zwischenglied zum Menschenaffen. Wir haben damit jedenfalls den Urbewohner unserer Pfalz. Sein Alter ist so ungefähr die Zeit kurz nach dem Tertiär, wodurch wir niedrigst angenommen auf 100.000 Jahre kommen. So sagt er, ohne sich zu schämen. So gottlos Zeich ins Maul zu nehmen. Die da in seiner Bibel lese, wie statt auf Seite 1, tut Hese, dass ich das nicht erlaube, an 100.000 Jahre zu glauben. Na ja, ich glaub, dem Mann tut's rappele, sonst kennt er kein so Blödsinn babbele als wie: Wir haben jedenfalls den Urbewohner unserer Pfalz. Oje, wie klingt das so gelehrt und ist so närrisch und verkehrt? Drum bin ich selbst verfetze da nach Heidelberg mit meiner Frau, weil ich in so einer ernsten Sache mir gern meine eigene Meinung mache. Und Gott sei Dank, es ist gelungen. Wir haben die Sache dort rausgebracht. Die Sache ist so. Die Kindler dort stammt von einer alten Menschensort. Fast grad so widerlich beschafft als wir Orang-Utang-Aff. Der muss gefressen haben wie die Bären. Fleisch, Obst und Quetsche samt der Kehre. Die Quatzle, Gras und Riebe, Grutze und Sand und Lähme wie die Wutze. Du war kein Maul wie mehr ins Horn. Da ist ein Schnuss ausgestanden, ganz dick und eklig und so rund und breit wie beim Bulldoghund. Ihr Mädchen, stellen euch bloß vor, ihr wären sellemals geboren. Uns käme Kerl mit so einem Schnuss und sagt, er wollt von euch einen Kuss. Dann merkt man's erst, wie angenehm ein Kisschen wär von unser eben. Drum tut's uns Pelzer bitter kränke, dass heut noch viel Gelehrte denken, dass so ein wiechter Kerl wie der am Ende der pelzig Urmensch wäre. Nee, die Pelzer Urweltsleid, das waren Leid genau wie heut. Schön, stramm und schneidig und gesund. Da war kein Schnuss wie beim Hund. Konträr, die Mäd han sich geriss Pelzer Männer Urweltskiss. Und wann heit ein Gelehrter käm und sage de zu unser Wie kommt's denn aber, dass gerad im ehemaligen Pfälzer Staat der Knochen ist gefunden worden und nirgends sonst an anderen Orten? Da det ich sah, da sind sie Der Knochen da stammt vom Herr, der war wie Sie so blöd und dumm und ist wie Sie von auswärts gekommen. Hört sie mal gerne.